Das heimische Wohnzimmer ist der Konferenzraum der neu gegründeten Firma Running M. Und das sind die Chefs. Michael Wast, genannt Big M, und sein Schwager Peter Spataro, von Beruf Kaufleute. Doch seit Neuestem haben sie ein mobiles Maultaschen-Catering. Ich war da einfach abends unterwegs mit Freunden, gemütlich essen, einfach in schwäbischem Ambiente. Und ja, in einer hitzigen und witzigen Diskussion kam dann letztendlich das Thema eigentlich zustande, dass die schwäbische Esskultur irgendwie nicht weiterentwickelt wird. Und da es eigentlich mal witzig wäre, wenn es da eine Fastfood-Variante geben würde, also eine Alternative zu McDonald's, Burger King, Döner und Co. Und das war eigentlich so die Herausforderung, einfach mal zu sagen, wir probieren es, wir gucken, was passiert. Jeder nimmt ein bisschen Geld in die Hand und machen das Low Budget, aber schon direkt in einem wirklichen Running M-Design. Das Design steht und ihre Firma auch. Mit Werbegeschenken und einem Verkaufswagen, mit dem sie auf den Festen in der Umgebung unterwegs sind. Am eigenen Werbespot wird gerade gebastelt. Das muss auch länger, das muss länger sein. Inzwischen wurden sie mit ihrer Idee auch Vierter beim Gründerpreis des Landes. Und das sind die Kassenschlager von Running M. Maultaschen im Laugenweckle mit Bratensoße, Zwiebeln und Speck. Peters Favorit. Maultasche, Curry, extra large. Für die schwärmt Big M. Und last not least der Schwabenshake. Kartoffelsalat mit Bratensoße und Zwiebeln. Der schmeckt Sebastian am besten, der als Dritter im Bunde kürzlich bei Running M einstieg. Das Herzstück der Maultaschenrevolutionäre, die Bistroküche von Peters Mutter Kathi. Sie macht die Soßen. Eine klassische aus Fleischknochen und eine Curry-Variante. Literweise, damit die Gerichte auch schmecken wie von Muttern. Für die würde ich alles machen, für meine Kinder. Weil die sind immer für mich da und jetzt bin ich für sie da. Immer. Mit all meiner Kraft. Und was haben Sie von der Idee gehalten, wo Sie mit angekommen sind? Ich war schon geschwind sprachlos, aber eigentlich ich finde es gut. Ich hätte es vielleicht auch gemacht, aber heutzutage bin ich schon zu alt dafür. Ich hätte nichts mehr Neues angefangen, aber die Kinder packen das. Der mobile Maultaschenwagen hat für jeden etwas dabei. Zwiebel und Speck werden vor Ort gebraten. Maultaschen und Weckle beziehen die Jungunternehmer inzwischen vom örtlichen Metzger bzw. Bäcker. Die Nachfrage, um alles selber zu machen, wurde zu groß. Das ist mal was ganz Besonderes. Eine andere Art der Maultasche. Im ersten Moment etwas extravagant, aber schmeckt sehr gut. Ich esse zum ersten Mal Kartoffelsalat mit Zwiebelsauce. Lecker. Ich habe jetzt auch schon alles durchprobiert. Vom Curry, der Klassiker, vegetarisch und nicht. Jetzt mal schauen, was es noch ergibt. Vielleicht esse ich auch noch eine zweite. Die Festbewirtung läuft gut, ist aber nur der Anfang. Schon schauen sich die drei nach Lokalen im Land um, wo sie täglich ihre Maultaschenkreationen verkaufen können. Es gibt ja in ganz Deutschland überall auf der Welt dieses gelbe M. Und vielleicht können wir das halt durch ein grünes M austauschen. Vielleicht ein bisschen ambitioniert, aber... Die Maultasche auf ihrem Eroberungszug, dank dreier schwäbischer Jungunternehmer.